Und oi, haben wir gesagt, am Dienstag am Abend jedes Jahr der gleiche Murks mit dem Eurovision Song Contest. Was wir auch machen, die Schweiz schneidet miserabel ab. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Zeit für Klartext rund um den Eurovision Song Contest. Was ist schon nur los? Warum unterstützen uns andere Länder nicht? Der Kenner von der internationalen Diplomatie und Politik, der Genfer Kosmopolit John Ziegler, weiss warum. Erstens heisst das nicht Eurovision Song Contest, sondern Grand Prix Eurovision de la Chanson. Schliesslich ist das der letzte Schweizer Sieg oder der letzte Schweizer Sieg ein Lied auf Französisch gewesen. Oder «Ne partez pas sans moi». Ja, bremsen mal. Nein, jedes Jahr bekommen Schweizer, Herr Dorian, jedes Jahr bekommen Schweizer Sänger an dem Anlass Depression. Jeden Monat träumt ein Kind unter 10 von einer Teilnahme an dem degoutanten Evenement. Und auch in 2 Stunden wird ein Schweizer Mensch geboren, der ein potenzieller Kandidat von dieser Halunkenveranstaltung ist. Casino Gesang. Ich fasse zusammen. Wir sollten es wahrscheinlich einfach lassen mit dem Eurovision Song Contest. Vielleicht hätte die offizielle Schweiz wenigstens ein Konzept von Bundespräsidentin Doris Leuthard. Der Gesamtbundesrat diskutiert dieses Geschäft und wird nach Ende der Diskussion, also in 10 Jahren, die Ergebnisse im Rahmen eines Kommuniqués präsentieren. Schön. Fragen wir doch noch einmal. Wer bringt unser Land international zum Tönen, Klingen und Glänzen? Es muss wieder mal einen richten, nämlich der Roger Federer. Ja, da meine, wem bin ich tätig? Oder im Ausland ist sowieso ein ganz anderer Schweizer Song der meistgespielte. Nationalhymne. Oder für mich, oder ich finde das genial. Anderes Thema diese Woche, vielleicht habt ihr es auch gelesen. Einige prominente Exponenten aus der Wirtschaft und aus der SVP wollen wegen der Euro-Krise mehr Sicherheit für Schweizer Vermögen schaffen und fordern darum die Einführung von einem schön wertvollen schweizerischen Goldfranken. Ja, ich meine, die Idee finde ich jetzt total daneben, oder? Das stinkt mir. Dann muss ich ja gar kein Turnier mehr gewinnen für Gold, oder? Für was braucht es mich denn noch, frage ich mich. Oder hey, give me a break. Gut, etwas Verlockendes hätte ich schon. Also eine Krise sicher ein Goldfranken. Im Nationalrat Christoph Mörgeli glänzen schon die patriotischen Äugel. Absolut, das ist Dynamik drin in meinen Augen. Nicht so vom Staatsradio, Herr Doriani. Zurück zum bewährten Thema. Man sollte noch weitergehen und Postauto und Pferdegutschen ersetzen. Dazu braucht es auch einen König, da wüssten wir von der SVP, einen guten Kandidat. Und eine Prinzessin, eine blonde Flotte aus Zürich, die den Deutschen zum Reingeibenen würde machen. Und außerdem fände ich super, wenn Perücken wieder in wären. Da dürfen es durchaus auch Schwarze sein, verstehen Sie? Nicht nur ein Goldfranken, sondern gerade eine Monarchie. Leck, Bobby Roger Köppel, die politische Analyse. Ein Franken sind 100 Rappen. Um was geht's? Franken vergolden, gleich super Idee. Das wäre ein deutliches Signal für die Starken von der Schweiz. Faktisch, wenn es nach der Linken ging, wäre der Franken aus Holz oder Jute und im Hennarot. Danke dem Chefredakteur von der Weltwoche. Jetzt wissen wir aber, es ist ja nicht alles Gold, das glänzt. Vielleicht müssen wir doch noch einen fragen, der von Gold und anderem grosse Ahnung hat. Ja, schaut zusammen, wo ist der Blick? Der Blick am Morgen. Franken aus Gold, richtig fett bling bling. Aber der Chef bist erst, wenn du zum 468. Mal mit der gleichen Platte nicht Gold, sondern Platin holst. Yeah. Das letzte Wort musst du noch sagen. Oh, das ist, yeah. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.